Sie sind mega herzig. Sie haben es gern warm. Sie leben in Gruppen im Boden und auch außerhalb. Und bei Gefahr tun sie sich gegenseitig warnen. Hallo Mami! Und nein, ich meine gar nicht Murmeli. Hier im Kek hinter mir im Wildpark. Und wer da alles auch zutrifft, das siehst du jetzt in deinen SRF Kindernews. Servus und herzlich willkommen bei deinen SRF Kindernews. Hast du mein kleines Eingangsrätsel schon lösen? Sie leben in Gruppen, haben es gern warm, sind sehr herzig, warnen sich gegenseitig bei Gefahr, sind aber kein Murmeli. Es geht um Erdmännchen. Die sind nicht nur immer zusammen unterwegs, sie sind auch mega clever. Was die völlig flauschigen Vier- bzw. Zweibeiner also drauf haben, das untersucht eine Forscherin von der Universität Zürich. Sie sind sehr herzig und auch sehr gewundrig. Erdmännchen. Die Vierbeiner leben in Gruppen und in diesen Gruppen hat jedes Tier eine bestimmte Aufgabe. Genau das interessiert die Erdmännchen-Forscherin Martha Manser. Sie möchte herausfinden, wie sich die Tiere in der Gruppe verhalten. Und die Erdmännchen machen das sehr clever. Die einen kümmern sich zum Beispiel um die Futtersuche, während andere die Umgebung beobachten und sofort Alarm schlagen, wenn eine Gefahr droht. Jetzt ist irgendetwas los. Ah, genau. Jetzt haben wir hier oben einen Raubvogel und die Gruppe reagiert. In der freien Natur haben die Erdmännchen recht viel finden. Darum ist es für sie wichtig, dass sie sich ein Zeichen geben können, wenn eine Gefahr, zum Beispiel von einem Raubvogel, droht. Die Martha Manser kann zeigen, was die verschiedenen Ruftöne der Erdmännchen bedeuten. Hier sehen wir jetzt einen Raubvogel in mittlerer Distanz weg. Gegenüber einem Raubvogel, der schon sehr nahe ist. Das ist eine wahnsinnige Gefahr im zweiten Ruf. Mit einem Mikrofon nehmen Martha Manser und ihre Arbeitskollegin hier an der Universität Zürich immer wieder Töne der Erdmännchen auf. Sie wollen so viel wie möglich über die Sprache dieser Tiere erfahren. Und auch sonst gibt es noch ganz viel zu erforschen bei diesen spannenden Tieren. Es wird von außen wieder wärmer und da wird automatisch auch wieder mehr grilliert. Da gehört für ganz viel, vielleicht auch für deine Familie, Fleisch einfach dazu. Wenn man aber anstelle von Fleisch auch noch auf den Grill legen könnte, und ich meine jetzt nicht Gemüse oder Fisch, da bin ich für dich testen. Achtung, es wird krabbelig. Heute sind wir zu Gast im schönen Kanton Aargau zu Endigen auf einem Bauernhof. Kein normaler Bauernhof, wo es Kühe hat oder Rösser, und wir hören auch kein Gückel. Beni! Hallo Raffi! Servus! Sali Beni! Jetzt da, was wir hier sehen in dem Kistchen, das sind Maulkäfer. Das sind die Eltern von den Maulwürm. Maulwurm ist nicht ganz der korrekte Name. Es sind eben Maulkäfer. Und ihre Kinder heissen dann Maulkäferlarven oder eben Maulwurm. Und das ist das, was man isst. Es hat irgendwie einen speziellen Geruch in der Luft. Das ist die Kleie, die Weizenkleie. Und das ist ein Abfallprodukt aus der Mehlproduktion. Das ist eigentlich der Keimling vom Korn. Und das finden die Käfer und die Würmer mega les zum Fressen. Und für den Menschen ist es nicht für viel wert und darum können wir es eigentlich hier optimal verwenden. Ah, nächste Tür. Gut. Oh! Und da sehen wir jetzt, das sind jetzt eben quasi die Kinder von den Käfern, die wir vorher gesehen haben. Schon speziell. Wie viele sind jetzt da rein? Also das sind ja... Die habe ich jetzt heute nicht gezählt, aber wir haben insgesamt etwa 24 Millionen Insekten da drin. 24 Millionen Insekten in all diesen Boxen oder diesen Kisten, Genau. wo wir hier sehen. Genau. Es gibt etwa 100 Kilo Maulwürmer im Monat. Wieso machst du das? Wieso bist du
Darf man sagen, Mehlwurm pur? Ja genau, ich bin Mehlwurmbauer, weil es einfach mega Spass macht. Es ist wirklich etwas Lässiges, mit diesen Tieren zu arbeiten. Aber natürlich nicht nur das, sondern es ist auch so, wir müssen ja irgendwie die Welt ernähren in Zukunft, wenn es immer mehr Menschen gibt. Und das alles machen mit Säule und mit Kälbern, das werden wir nicht schaffen. Und da brauchen wir andere Möglichkeiten und der Mehlwurm bietet sich aber sehr gut an, weil er braucht sehr wenig Wasser, er braucht sehr wenig Futter, er braucht kein Soja, kein Mais, sondern er kann quasi sich von Abfall ernähren. Also im Vergleich zu einem Schweinssteak oder zu einem Rindsteak kann man die sehr viel umweltverträglicher züchten. Das gibt alles am Schluss, entweder Burger oder Snacks oder Müsliriegel, also nur für die menschliche Ernährung. Burger, da höre ich sehr, sehr gern, muss ich sagen. Ich würde gerne noch einen probieren. Saftig. Ein bisschen trocken ist es schon. Der Grund ist, dass Mehlwürmer sehr viel Protein haben und Protein macht tendenziell eher trocken. Das, was feucht macht, ist Fett und das hat er eben eher weniger. Entweder müssen wir uns daran gewöhnen oder wir müssen ein anderes Produkt entwickeln. Oder einfach mehr Zwiebeln und Tomaten noch in Burger reinhauen. Und Soße drauf. Das geht natürlich auch, genau. Voll okay. Ein Mehlwurmburger. Mehlwurmburger essen? Check. Okay, wird vielleicht nicht jeden Tag passieren. Und zweitens, wenn ich Kraft habe, das Halten von Mehlwürmern spart Futterplatz, Energie und Wasser und ist darum besonders umweltfreundlich. Und wer weiß, vielleicht bis in ein paar Jahren ist es auch völlig normal für dich, dass man Mehlwürmer isst. In dem Sinn, Baba. Und noch mehr Mehlwurm und die Reportage voller Länge findest du jetzt zusammen mit allen anderen Raffi-Rafts-Folgen auf unserem YouTube-Kanal SRF Kids. Nächste Station Afghanistan. Das ist ein Land in Asien, gut 5000 Kilometer von der Schweiz entfernt. Den Menschen in Afghanistan geht es nicht gut. Seit vielen, vielen Jahren herrscht dort der Krieg. Auf der einen Seite da kämpfen die USA zusammen mit Ländern wie Großbritannien oder Deutschland. Auf der anderen Seite da stehen die sogenannten Taliban. Wer die Taliban genau sind und wieso die USA jetzt nach fast 20 Jahren genug haben von dem Krieg, im Beitrag. Taliban. Diesen Namen hast du vielleicht auch schon mal gehört. Taliban sind eine Terrorgruppe in Afghanistan. Früher haben die Taliban ganz Afghanistan beherrscht. Sie haben den Menschen dort vorgeschrieben, wie sie leben müssen. Die Mädchen zum Beispiel haben nicht in die Schule. Und Musik, Sport und Fernsehen sind auch verboten gewesen. Wer sich nicht an die Regeln gehalten hat, ist hart bestraft worden. Zudem haben die Taliban auch andere Terroristen bei sich versteckt. Zum Beispiel die im Jahr 2001 den grossen Anschlag in New York verübt haben. Darum haben die USA vor 20 Jahren, damals noch unter dem Präsident George W. Bush, einen Krieg in Afghanistan angefangen. Jetzt kommen die Taliban das zu spüren über. Die USA wollten die Taliban bekämpfen und Terroristen verhaften. Und sie wollten, dass das Leben für die Menschen in Afghanistan besser wird. Jetzt ist es eben fast 20 Jahre her, seit der Krieg angefangen hat. Und die USA haben das Ziel nicht wirklich erreicht. Die Taliban beherrschen nämlich immer noch einen grossen Teil des Landes. Darum hat der amerikanische Präsident Joe Biden jetzt gesagt, es langt. Es ist Zeit, dass der ewige Krieg aufhört. Er will verhindern, dass noch mehr amerikanische Soldatinnen und Soldaten sterben. Und er will auch kein Geld mehr ausgeben für den Krieg. Darum sollen bis im September alle amerikanischen Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan abziehen. Auch andere Länder wie Deutschland und Großbritannien holen ihre Soldatinnen und Soldaten zurück. Das tönt im ersten Moment vielleicht nach einer guten Nachricht, aber was es für die Menschen in Afghanistan bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Gut möglich, dass dann verschiedene Gruppen anfangen darum streiten, wer jetzt die Kontrolle im Land übernimmt. Und dann würde Afghanistan wahrscheinlich gerade in den nächsten Krieg hineinrutschen. Bleibt also noch zu hoffen, dass die afghanische Regierung auch ohne ausländische Soldaten den Frieden wahren kann.
Das sind deine SRF Kindernews für heute gewesen. Nochmal der Hinweis: Auf unserem YouTube-Kanal SRF Kids findest du alles schön geordnet, jederzeit zum Nachschauen. Ich wünsche dir eine ganz gute Frühlingswoche. Hab Sorge, Baba.